Ja, liebe Jecke, da sind wir wieder am Sonntag. Ja, nicht geplant, am Wochenende wollen wir endlich ein bisschen Pause machen. Aber gut, die Langeweile, die mehr das notwendig. Gut, jetzt sind wir hier. Jetzt werde ich ein bisschen schade, was passiert ist, beziehungsweise weil ich gerade wieder ertragen muss, ganz kurz. Jetzt hier Thema, wie heißt das Ding da, der Sonntag beim Krombacher Stammtisch, Gedöns, ob Sport 1, wie auch immer. Jetzt, ich bin ja kein Bayern-Fan, ist klar, dass mir allzu aus dem FC stand, aber wenn ich so jetzt sehe, kann ich nicht auch was wieder abreihen. Da sind die am Schwadronieren, selbst so eine Pocher sitzt dabei am Tisch. Und da redet um das Thema, der Robben, ist der noch zur Halle oder brauchen die denn überhaupt noch oder ja, ist der überflüssig und. Da rufen da so Knalltüte an und sind am Schwade, ja, der mäht nur Ärger, den haben wir noch nie gebrot und den brauchen wir nicht. Wir haben Weltklasse-Spieler. Tja, dazu kann ich nur sagen, der Mensch ist ungerecht. Einfach ungerecht. Wenn man mal in Ruhe überlegt, ich habe ja nichts mit der Holzköpfe von der Unge zu tun. Aber was der vor 2-3 Jahren da in der Champions League abgespielt hat, also Wahnsinn, da muss ich mich klar bekennen, ich war Robben-Fan. Der hätte die Dinger doch da, die Bayern-Köpfe da, hätte doch allein in der Champions League Finale geschossen. Und da kann man wieder sehen, die Lück vergessen alles, die sind undankbar und gerade in solchen Situationen, da muss man uns zu seiner Mannschaft Halle und zu auch einzelnen Spielern. Tja, und so jetzt wünsche ich noch für unseren FC, wie gesagt, morgen geht die Serie los und dann knallen wir St. Pauli fort. Aber jetzt war die ganze Fürgeplänkel all umsonst, denn jetzt kommen die News. Ja. Liebe Jecke, da kommen wir auch ad Dreck wieder zum ersten Thema. Fleischskandal weitet sich aus. Was muss ich da wieder lesen? Haben Sie gestern Pferd gegessen, ohne es zu merken? Also wenn das der Fall ist, dann muss ich mich einfach schwer wundern. Das wird bedeuten, dass bei uns in der Riefkoche oder im Lachs irgendwie noch Pferd mit drin geschmuggelt wurde ist. Das wäre wirklich fies. Aber gut, möglich ist ja alles. Die meisten von euch haben ja in der letzten Zeit sowieso Pferd gegessen. Egal ob das in der Tiefkühllasagne, in der Frikadellchen oder im Döner mit drin geklatscht wurde. Und merkt ihr das jetzt? Vielleicht an der Frisur oder beim Lachen? Man sieht das ja auch länger, immer mehr, dass die Höhner hier mit der Frisur spielen. Und ich meine, in der letzten Zeit geht der Trend noch ein Pony. Und wenn ich teilweise die Lükscher so lachen höre, könnte man auch meinen, dass da ein Pferd am Flur steht. Naja, ich finde ohnehin, dass da ein riesen Saat draus gemacht wird. Wer weiß, was wir sonst noch also zu uns nehmen. Jetzt drehen sie sich alle ab, dass da vielleicht ein paar von der Pferd gedopt waren. Und dabei werden hier in unserer Nachbarschaft schon seit Jahren jeden Tag die Säule mit Antibiotika vollgepumpt. Und zigtausend Höhner ob engstem Raum gehalle. Wirklich schlimm an dem Pferdskandal ist ja, was das Fleisch für eine Wäsche zurücklässt, um dann hier im Supermarkt zu landen. Das sind wohl die Kehrseiten der Globalisierung. Denkt mal darüber nach. Tja, jetzt nächstes Thema. Hey, wieder eine in der Zeitung noch. Absolute Mehrheit gegen Raab. Tja, ich muss wirklich sagen, dass mich das nur peripher tangiert. Auch wenn der Raab aus Köln ist und damit Adens per se unheimlich sympathisch ist, so musste er ja doch nicht alles in der Flimmerkiste machen, oder? Da war ja so ein Vorschlag von den Politikern, der uns eine Transrapid vom Münchner Flughafen in das Münchner Zentrum organisieren wollte. Also der Stoibers Edmund. Das ist auch so eine Katz mit 7 bis 12 Leben, oder? Lang war er von der Matschi verschwunden, plötzlich meldet er sich wieder. Schlimm. Aber um noch uns ob der Raab zu kommen. Ich finde, wenn, dann sollten sie der nicht für die Moderation
sondern direkt Nägel mit Köpf machen und dann für den Kanzlerpost dafür schlagen. Wie wird das dann? Würden wir ja uns einen kleinen Umfrage machen. Peace. Liebe Ecke, kommen wir direkt zum nächsten Thema. Cascada, Plagiatsalarm. Ja, das ist ja jetzt nicht gerade eine Sensationsmeldung, oder? Der ein oder andere von euch hätte ja sicher auch der ESC das Woche in der Flimmerkiste gesehen. Wir haben ja auch darüber berichtet. Und diejenigen von euch, die musikalisch begabt sind und über sensible Öhrchen verfügen, haben ja sicher auch gehört, dass das Liedchen einem anderen Liedchen ähnelt. Zufällig klingt es fast genauso wie der Frühjahressieger. Tja, und jetzt, was wird das Cascada nervös? Denn wenn die größte deutsche Zeitung hingeht und von Plagiate spricht, dann ist Krawall im Anmarsch. So hat die Zeitung der Song Glorious von dem Cascadachen im Sprachlabor ab 4 Jahren immer einen Vergleich mit Euphoria zu kriegen. Das Ergebnis? Am Anfang ist der Song absolut identisch. Der Refrain benutzt die gleiche Akzentuierung, der Schluss gipfelt in einer identischen Kombination. Prognose: Wir löwen ohnehin nicht daran, dass beim ESC zweimal hintereinander der gleiche Liedchen gewinnt. Von daher schicken wir vielleicht doch besser die bayerische Blaskapelle dahin. Oder halt der Höhner. Ja, Lefjecke, ist Sonntag, haben wir bis jetzt Zeit für ein zähes Thema. Thema ist EU und uns Nachbarländer. Tja, seit 11 Jahren haben wir jetzt den Euro. Wenn wir jetzt eine Umfrage machen würden, könnte es sein, dass sich ein Mehrheit von euch für eine Rückkehr zur D-Mark aussprechen wird. Ich glaube, die Politiker haben das alles ein bisschen unterschätzt. Sicherlich wäre das ein toller Gedanke, dass wir ein einheitliches Europa haben und einfach so über alle Grenzen joken können, ohne stundenlang an der Schrank oder beim Zoll zu stehen. Auch die Sache mit der gemeinsamen Währung ist sicherlich schön, wenn das funktionieren wird. Damit es funktioniert, haben sich die EU-Staaten im Maastricht-Vertrag ob Regeln festgelegt. Damit es vereinfacht gesagt einheitliche Regelungen für alle Mitgliedstaaten gibt. Leider ist es so, dass jede Menge von den Mitgliedsländern die strengen Kriterien nicht einhalten können. Gestern habe ich wieder so eine Berichte von Zypern gesehen. Da sind ja jetzt Präsidentschaftswahlen. Wie in vielen unserer Nachbarstaaten ist es auch da so, dass es Korruption en masse gibt. Dass es ein paar reiche Rechtsanwälte und Politiker gibt und der Rest der Bevölkerung darunter liegen muss. Und dann wurde da noch so eine Kanisterkopf ingeblendet. Eine Russ, der die Vertretung der russischen Oligarchen in Zypern darstellt. Stolz verkündet der Typ, dass Zypern ja eine ganz tolle Sitz für russische Milliardäre wird, die viel im internationalen Business tätig sind, weil man ja da im Prinzip ja keine Steuer bezahlen muss. Also wenn ich so jetzt höre, kriege ich echt Plack. Und solange es solche Zustände in unserer EU gibt, wird der EU auch kein Land mehr sehen. Ja, kommen wir mal zu erfreulichen Themen. Der FC, morgen ob St. Pauli. Ja, Lefjecke, unser FC spielt morgen ob St. Pauli. Der ein oder andere von euch ist sicherlich da am Start. Ich habe es gesagt, morgen startet der FC die Serie. Mindestens 5 Siege in Folge werden wir sehen. Dort rum allens 3-mal Köller Alarm. Übrigens, die aktuelle Pressekonferenz dazu könnt ihr bei uns auf der Homepage kölschenews.de aufrufen. Ja, dann kommen wir mal zu dem Tag von Hück. 17. Februar. Was geschah? Fangen wir mal computertechnisch an. 2000. Microsoft bringt Windows 2000 auf den Markt. 2004. Mozilla Firefox geht an den Start als Konkurrenz für den Internet Explorer.
Ja, und dann noch ein bisschen Sport. 96, Garry Kasparov gewinnt nach 7 Tagen gegen der Supercomputer Deep Blue mit 4:2. Wie ich gehört habe, arbeitet die gerade an einem neuen Supercomputer, der auf Grundlage eines chinesischen Rechenschiebers funktioniert. Er soll den Namen FIPSI bekommen. 2012, Ex-Bundespräsident de Wulff tritt noch Korruptionsverdacht zurück. Ja, und dann gucken wir mal direkt zu den Geburtstagen. 1963 und damit 50 Jahre alt wird Hück Michael R. Jordan. Wahnsinnstyp. Zu der Zeit, ich kann mich noch erinnern, lief Basketball noch bei entweder DSF oder Eurosport. Und da kundigt der Typ hat mit der Nummer 23 für den Chicago Bulls Flehe sehr. Herrlicher Typ, das war noch Zigge. 73, Stefan Kretschmer, wird also höchst 40 Jahre alt, von hier aus auch alles Gute. 81, Hotelerbin Paris Hilton, auch ein super Typ. Gut, dann Namenspaare: Lukas, Konstanze und Donatus. Also wer von euch eine Donatus kennt, der kann mir jetzt gern bei Facebook der Typ vorstellen. Ich würde dem gern persönlich zu dem Namen gratulieren. In diesem Sinne, gucken wir jetzt noch ganz schnell zum Wetter. Ich wollte das Schluss machen, aber das machen wir ja nicht. Wetter muss Sinn. Dann schauen wir in den Russ. Ja, ich sehe Sonne. Vereinzelt geht die Sonne durch die Wolke und auch durch die Zweie. Das sieht gut aus. Ihr könnt also mit eurer Familie Russland an der Ring, in das Städtchen, ob der Wiss, zu der Köhl, wo auch immer. Der Tag genieße, morgen wieder gut erholt, die neue Arbeitswoche anfange und dann jedes Jahr auch wieder neue Kölsch News. In diesem Sinne, hatte eine schöne Sonntag, Peace for everywhere, wie ich zu sagen pflege, und dann ist die da.